Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream mit mir, dem Geralt von Riva. Und heute, da die Song... Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ja, das erinnert mich an die Begrüßungen, die wohl jeden Abend und die wohl jeden Morgen in der Arbeit krieg. Muss das sein? Den ganzen Tag unterwegs und jetzt? Als Maul, Drecksack. Oh, Quest. Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Oh, das ist nicht schon? Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Ich habe keinen Passierschein. Warum die Abriegelung? Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Ich habe keinen Passierschein. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürden. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Ah! Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Der Leitbrief des Egenfeuers, das möchte ich jetzt kurz wissen. An alle Zuständigen. Der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten und zu verlassen. Er darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit Hierarch Himmelfahrt. Sieh dir die Mutanten an. Ich bin alles so leid. Ja, Intoleranz und Aberglaube waren immer das Terrain. gut. Was wollt ihr jetzt sagen? Erst nicht mehr, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich ja mit dem Typen auch noch eine Quest, glaube ich, hab. Mit dem Dijkstra. Aber ich sag, was ist, ich möchte jetzt einmal ein bisschen boxen. Bevor wir jetzt mit der Story weitermachen. Leck mich! Okay, also du bist. Haben wir dem Hauptmann ein weiteres Opfer Ein besorgt. Wort und du landest im Stock. Zweite Schwert. Du bist. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Sehr klug. Du bist der Buchmacher, also. Ich bin Geralt von Riva. Spielt keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Easy. Erstmal wer organisiert. Wer organisiert diese Kämpfe? Solche Turniere finden seit Ewigkeiten in Skellige, Velen und Novigrad statt. Jede Region hat einen eigenen Meister. Der von Novigrad ist der Schneider. Besiege Mortimer und du darfst den Meister herausfordern. Bin bereit. 47, nein, komm doch mal, Vollgas, du. 95. Auf Bin geht's. bereit. Fangen wir an. Let them fight. Kämpft. Okay. Ja. Mei, Stufe 21, du bist ja süß. Ah, heute stopp, ich glaube, ich bin selber noch nicht so ganz in der Stufen hoch, oder? So, das war jetzt gerade schwer. Geralt von Riva besiegt Hauptmann Mortimer. Sieh hier deinen Preis, Meister. Du hast die Ehre verdient, den Meister von Novigrad herauszufordern. Doden, den Schneider. Du findest ihn in Fernek. Dort findet nach Sonnenuntergang auch der Kampf statt. Ist es für den Notfall, falls das erste... Ein Wort und du landest im Stock. 190 Euro haben wir gekriegt. Hallo, zwielichtige Person. Oh, hast Corona, bleib ja weg von mir. Das ewige Feuer vertreibt schließlich keine Monster. Das will ich haben. Endlich sicht's mal einer ein. Bauer. Er ist selber Bauer. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Das machst. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin Arzt, lass mich durch. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Glorienstraße in Novigrad.
Oh, da gibt's gleich 2 Quests da drin. Ich wiederhole, komm mir nicht in die Quere. Ist das... Ah, Quest Nummer 1. Der Letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Shivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Was ist hier los? Worum geht es hier? Oh, um gar nichts. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verdammt nochmal verpissen. Wir wollten uns eben verabschieden, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Shivai. Bald. Wer ist Was Shivai? soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau, und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Ja, wer würde jetzt wohl die Schaufel spielen dürfen? Waren das Freunde von dir? Also einer hat sie wenigstens auch Maskenpflicht gehalten. Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer lecken Lampe den Streb runtergeschickt. Worum geht's? Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel. Oh Gott, wen du an der Schutz Jetzt daherkommst. wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bettlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwent jetzt professionell zu widmen. Da bin ich an der Fall, da bist du bei mir an der Das wird ja Fallstelle. immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Solange ich nicht Gwent spielen muss. Gut, versuchen wir die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Nathalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hielt er nicht mehr, er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Scoia'tael-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Ja, aus Großer Rebels. Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Ja, das mit der Karten, die kriegen wir schon, aber jetzt schauen wir erst einmal Willst du da. das Ne? wirklich? Billige Huren und verwässerten Wein verscherben? Hauptsache, sie bezahlen Hey, und schlagen. ich kann nicht bestimmen, was ich erbe. Du kannst aber bestimmen, was du damit anfängst. Ich weiß. Darum erwäge ich ja. Immer erwägst du. Entweder dieses oder jenes. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Er starb besoffen, aber als Mir fehlt die Kraft, feiner Mann. Geralt. Vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Oh, Stress mit der Alten. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus.
Einziger Haken, ich brauche Geld. Natürlich braucht er Geld. Wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wenn es sein muss, was kann ich tun? Kann ich dir nicht einfach... Ja, so weit kommt's noch. Nimm bei Vivaldisberg einen Kredit auf. Wieso denn ein Kabarett? Fangen wir erstmal mit dem Weiß. Wie bist du auf diese Kabarett-Idee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das. Was soll ich machen? Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Sagt mir was. Mir sagt's nix. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Freilich. Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Nein, machen wir nicht, weil ihr jetzt erst einmal... Man hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Hallo. Bist du nicht zu alt zum Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem Plan. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? Schon das Wort erhaben. Zu alt zum Rumhuren, gibt's das? Also ich kenne mich ja mit sowas nicht aus, aber ich glaube 90% der Typen, die wo in solche Bordelle rumstolzieren, das sind 60 aufwärts oder 50 aufwärts. Ist meine Theorie. Und mit dem Sultan reden. Sultan? Geralt? Wegen dieser Karten. Das weißt du über die großen 4. Was kannst du mir über Novigrads Unterwelt erzählen? Es gibt nur ein Konzept. Die großen 4. Siggi Rolfen, der Bettlerkönig, Hacker und Hurensohn Junior. Ja, der letzte ist schon mal weg. Wie heißt eigentlich ein Triumvirat aus 4 Personen? Keine Ahnung. Quartett? Jedenfalls sind es 4 und sie haben die Stadt in Einflussgebiete aufgeteilt. Hier passiert nichts, was sie nicht genehmigt haben. Es heißt, Hurensohn hätte sich jüngst mit den anderen zerstritten. Aber darüber weiß ich nichts Genaues. Okay, bis dann. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Gut, dann da die Song. Kämpfen wir jetzt noch schnell oder machen wir gleich die Hauptquest? Ach, da kämpfen wir jetzt noch schnell, das ist nicht weit weg. Degeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Wir sagen es jetzt zum letzten Mal. Verschwinde! Gnade! Wir haben 2 Kinder. Wie sollen sie uns Vater? Verschwinde, bevor sie auch noch ihre Mutter verlieren! Ist das eine Quest? Nein, ist keine Quest. Okay. Schade, ich meine, die konnte ja vielleicht helfen. Ich hab dich im Blick, Weißer. Ja, ja. Wie war das? Was ist auf dem Brief gestanden? Ich darf nicht belästigt werden? Dafür werde ich aber ziemlich viel belästigt. Okay, da ist der Kampfplatz.
Blut, was du Pisser! Dieser Wanderer will gegen Durden den Schneider kämpfen. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Okay. Hier gibt's keine Monster, nur Menschen. Du schaust aber nicht so gefährlich aus. Wird es dem Schneider gelingen, Meister zu bleiben? Sollen wir anbauen. Nein, wird es nicht, weil ich den jetzt sauber aufs Maul Wir haben hau. dich erwartet und schon Wetten angenommen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich schlagen können? Der Neue mag recht dürr wirken, aber denk dran, er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Dieser Meister ist ein Trottel. Ja, der man erst bis aber dissen. Dieser Elf ist ein Armleuchter. Waren das bisher alle Meister von Novigrad? Nein, ich bin der Erste. Weißt du, warum man mich Schneider nennt? Weil ich ein paar Männer ausgeweidet habe. Mit diesen Händen. Ich wusste, es würde eine Scheißgeschichte sein. Los geht's! Und natürlich Vollgas! Wir machen 120 €. Dann kriegen wir 240, wenn wir ihn über den Haufen Ich prügeln. bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Also los. Und dann sind wir Meister. Hört, Novigrader! Welch Ereignis! In wenigen Augenblicken tritt Gerald von Riva gegen den Schneider an. Hier mit dir, Arschloch. Onkel Durden näht dir ein neues Gesicht. So wie du redst, sorry, da kann ich dich einfach nicht ernst nehmen. Mal schauen, ob du beim... Na komm schon. Aua. Aua. Easy. So, ja, 2 Schläge und der ist hier. Also, hier ist er ja nicht, aber weißt schon. Durden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Wenn du noch nicht genug hast von der Klopperei, findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. Gut. Siehst und schon wird mir automatisch die Story Quest vorgeschlagen, die ich sowieso machen wollte. Oh, da ist noch ein Anschlagbild. Was haben wir denn hier? Haus zu verkaufen. Haus in gutem Zustand. Ich ziehe nach Kovia und verkaufe es deshalb. Preis in Verhandlungssache. Bla bla bla. Saisonarbeiter. Ja, das. Auftrag. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder von unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfer hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Wer sich ihr auf 10 Spann nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und Hunger und Elend erwarten uns, wenn niemand etwas unternimmt. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helma, Witwe von Ignatius. Aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Oh, heiße Braut. Nehmen wir, wer gewinnt sonst noch was? Okay, wir haben eine neue Quest, die wir noch machen können, aber jetzt mache ich erst einmal... Ja, ist schon echt. Ich brauche einen Schnellreisepunkt, weil ich habe jetzt noch keinen Bock, das hier zum Reiten. Da ist ein Schnellreisepunkt. Gut, da sind wir. Da gehen wir rüber. Da ist der Schnellreisepunkt und dann beamen wir uns zum... Einmal bitte schnell reisen, danke. Ich muss... Gut, auf dem Weg waren viele Fragezeichen, gell? Ja gut, so spannend sein jetzt die Fragezeichen auch wieder nicht. Und während er hier lädt, trinke ich einen Schluck Prost. Bring das Weingut in Schuss, dass Anna Henrietta... Ey! Wer zur Hölle ist Anna Henrietta? Aber kurz... ich muss mir anders hier hocken. Das ist irgendwie... Was hier nicht so... Zu fix. Moment, bin gleich so weiter.
Okay, jetzt. Ah, jetzt geht's. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört? Womit habe ich nur verdient, dass du mir im Arsch klebst? Na Jungs, Brotzeit. So, Feldwebel Seppi braucht Uma. Oder ein Uma, also ein Männchen, glaube ich. Wo ist er denn? Da ist er. Hey, Feldwebel. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird. Weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Hier ist nichts für dich. Oh, das sehe ich aber anders. Schauen wir, ob es hier was gibt. Ich glaube, hier ist wirklich nichts für mich. Gut, gehen wir wieder. Mal das hässliche Entlein. Schau mal, ob da ein schöner Schwan drin steckt. Du bist der Stallmeister. Hey, Stallmeister, ich brauche einen Uma. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bring's ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Natürlich. Den anderen Zeitvertreib. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Gerard ist so eine coole Sau. Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kelmoran bringen. Na? Komm schon. Der Uma will nicht, oder? Will er? Ja, doch, er will. Mein Gott, das arme Ros. Was zum... Schluss mit dem Unsinn. Gehen wir. Die werden irgendwie festzorren, weil der wird ja hundertprozentig runterfallen. Ist ja nicht so, als hättest du ein Auto, wo du auf Beifahrersitz hocken kannst. Ah, jetzt kommen wir endlich mal nach Kelmoran hin. Das ist schön. Das haben wir ja das letzte Mal im Intro gesehen. Die Burg. Die Hexerfestung.
War nicht kein Moorhen. Oh nein. Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtrösser. Mein Gott. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Wysimar. Da ist gerade Zeit dafür. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Nein, ich will noch kein Moorhen. Was will denn jetzt in dem scheiß Wysimar? Kruzifix. Ich will jetzt nicht nach Wysimar. Was soll denn die Scheiße? Jetzt muss ich nach Wysimar. Da will ich nicht hin. Und nicht zu dem Arschloch von Kaiser. Den mag ich nicht, der ist unsympathisch. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglean einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setzt die Segel. Wie ihr wünscht. Ah, Jennifer. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Jennifer. Ich habe dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht, Majestät. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir 3 solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Oh, dann erwarte er nicht, dass ich die bemitleide, du Arschloch. Entschuldigung. Ich weiß, wo Ciri... Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht auch. Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das? Vafail Elaine Kepmilfoli. Gledif Dorn et Tneid Bundro Itne Iakus. Sowas merkt er sich einfach so? Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Jennifer, meine Frage besteht noch.
Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. Okay. Ich habe nicht vor, sie herzubringen. Eigentlich habe ich nicht vor, sie herzubringen, aber sonst wäre es wieder, also... Na komm, sagen wir mal ehrlich, sagen wir, ich habe nicht vor, sie herzubringen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetz dich mir nicht. Jawohl, Chef, Mama, Die Audienz Chef. ist beendet. Bis zur nächsten. Ja, vierte, du Arschloch. Kein Wunder, dass Ciri mir als Vater vorzieht. Was für eine Gesäßöffnung, der Typ. Wo ist dein beißender Witz hin? Der ist wahrscheinlich immer nur sauer, weil ich es observiert habe. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Im Gegensatz zu gewissen anderen. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten. An einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Ich frage mich jetzt echt, wenn ich sie nicht abserviert hätte, ob sie dann auch so scheiße jetzt wieder war. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Das hatte ich vor. Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Darfst du bitte Uma mitnehmen? Du musst ihn Die das lange immer... Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ja! Oh, da freue ich mich. Eine Woche später. Habe ich jetzt einen Uma noch dabei oder hat den Jennifer mitgenommen? Tatsächlich haben wir ihn noch dabei. Warum hat Jennifer den mitgenommen? Ganz ruhig, Plötze. Schon gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Boah, schaut jetzt schon geil aus da. So eine Festung mitten in die Berge, das schaut schon richtig nice aus. Kannst du sagen, was du isst? Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Da wese mir. Zu lange. Und? Wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, ganz ruhig. Mit einem hatte Jennifer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Jen ist schon hier, warum so schmutzig? Ja,
Wesemir, ich glaube, es hat einmal geheißen, eine Zeit lang in der Netflix-Serie soll Mark Hamill den spielen. In der 2. Staffel, wenn er halt dann kommt. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist oder ob es mittlerweile einen anderen haben. Ich fand's cool, wenn er es machen hat, muss ich wirklich sagen. Weil er irgendwie drauf passt, ich weiß es auch nicht. Warum so schmutzig? Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Hm? Ach, das? Ich habe Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen Sie keinen Sinn darin? Nein. Jennifer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Jen ist schon hier? Oh Gott. Jen ist schon hier? Und wie? Und wie? Oh. Habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das Kleinste schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Wo sind denn alle? Ach, Jennifer. Ich sag ja, mich darf schon interessieren, wenn ich sie nicht observiert hätte, ob sie dann auch so zuwider war. Oder ob es dann vielleicht ein bisschen... Erstmal, das war ein gutes Bett. Schade. Das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Oh. Deswegen. Aha. Jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Jen kann Eichenmöbel nicht leiden. Ich tippe auf die Eichenmöbel. Was hat Jen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen. Nicht, was sie vorhat. Obwohl wir gefragt haben. Gut. Ein Bierchen ist auch leer. Klingt verdächtig, sie wird wohl ihre Gründe haben. Klingt verdächtig. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Wo sind denn alle? Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Jennifer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? 2 Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Jen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Überlastet, du bist überlastet. Geralt trägt zu viele. Was? Wenn du so viele Beute mit dir rumschleppst, kannst du entweder rennen noch springen, das Symbol. Wieso bin ich überlastet? Willst du mich verarschen? Wieso habe ich so viel Zeug dabei? Ich bin scheiße, bin ich überlastet. 122 von 150. Was laberst du? Ich bin überhaupt nicht überlastet. Ist doch gelungen. Überlastet, also jetzt aber. Gehen wir mal zu Jennifer. Ich sag ja, ich glaube nach wie vor, die war nicht so scheiße zu mir, wenn ich es nicht observiert hätte. Aber es tut mir leid, Triss ist mir einfach sympathischer. Um Längen sympathischer. Ja, es schaut schon geil aus, da kannst du sagen, was du isst. Das ganze Spiel schaut einfach nur geil aus. Ich weiß nicht, wie ich es damals gekauft habe, habe ich gefragt, ja, ist so ein gutes Open-World-Spiel, was kannst du mir denn empfehlen? Ja, der Witcher, alle haben gesagt, der Witcher, jetzt erst gemeint, ja, Witcher ist nichts für mich und so. Und das mit dem Inventar verwalten und so, das ist mal jetzt blöd, aber, was soll ich sagen, es ist mein Lieblingsspiel geworden. Mein absolutes Lieblingsspiel. Aber rasieren wir mich mal wieder, ich schau ja aus, hey. Ich weiß auch nicht, warum alle Geralt mit Bart so feiern. Ich finde das so ungepflegt. Und vor allem schaut er da so alt aus. Ohne Bart schaut er ein bisschen jünger aus.
Jennifer! Ich bin zu Hause! Was ist denn hier? Was ist der Lampe? Läuft schon wieder aus. Und den Lammat kümmern wir uns später. Ich möchte jetzt erstmal zu Jennifer. Ich muss da auf. Und da gehen wir jetzt hier und dann bringen wir es mal richtig auf die Palme. Die tue jetzt richtig tratzen, die arrogante Schnepfen. Oh! Fluch nochmal, du Stück Scheiße! Oh je. Ich glaube, ich drehe wieder um. Ich gehe wieder. Ich glaube, ich mach doch zuerst den Lambert. Na, wir gehen schon zu Jennifer. Oder? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Soll ich mir jetzt das wirklich oder mit der? Nein, Jen, hast Corona, oder? Verdammter Kristall! Ich brauche einen Kristall. Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen. Beruhig dich, stimmt was nicht. Ich will eigentlich beides sagen. Keine Ahnung, stimmt was nicht? Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der 3. Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Die Jungs sind in der Stadt. Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Traust du uns nicht? Ich hörte, was du mit dem Bett gemacht hast. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Weißt du was? Wir sollten diese Diskussion beenden, bevor ich etwas sage, was ich bereuen werde. Oh nein, ich sprich sie jetzt richtig auf die Palme. Außerdem, keine Sorge, Jennifer, in der Netflix-Version hat Triss, glaube ich, braune Haare. Also ich muss wirklich sagen, kurz mal zur Netflix-Serie. Spoilerfrei kann ich sagen, die Besetzung top. Also Geralt, Jen und die Ciri und die alle finde ich wirklich top. Aber Triss, sorry, Triss geht gar nicht. Tut mir leid, weil die hat nichts mit der Triss aus den Büchern oder den Spielen gemein. Zumindest äußerlich. Also, tut mir leid, Leute. Triss ist ein No-Go. Komm schon, worum geht's? Ich würde gern hören, was du zu sagen hast. Tatsächlich. Na schön, dann hör zu. Du hast meine Freundin gefickt. Über ein Jahr lang. Ich weiß nicht, was der Hexerkodex dazu sagt, aber gewöhnliche Leute würden es vulgär nennen. Gemein, widerlich. Ich versuche nicht daran zu denken. Das blöde Bett hat es schwierig gemacht. Das war's. Ist halt passiert, es war ein Fehler, tut mir leid. Ich hab doch gesagt, ich hatte mein Gedächtnis verloren. Ist halt passiert. Jetzt sind wir mal richtig arschig. Ich möchte wissen, was passiert. Ich bin jetzt mal richtig arschig zu ihr. Ist halt passiert. Ich werde nicht um Vergebung betteln, falls du das erwartest. Ich bin dieses Gespräch leid. Schluss damit. Sofort. Ist das geil? Ist halt passiert. Sie ist wirklich mies gelaunt. Oh Gott, was ist jetzt geil? Da beamt sie mich einfach weg.
Okay, bin ich sehr weit weg jetzt. Oh, es war's wert. Da liegt ein toter ersoffen herum. Ah, wir haben eine Markierung freigeschalten. Schnellreisen. Wunderbar, Schnellreise. Ich bin dieses Gespräch langsam leid. Hui! Wieso ist Yen da hinten auf dem Berg? Ist sie nicht eher hier drin irgendwo? Kann ich sie nur mal provozieren? Oh, ich finde das so lustig. Komm, die provozieren wir jetzt nochmal sauber. Hä? Wieso Eskel? Ich meinte, ich muss der Yen fahren, ich muss zurück zur Yen. Oh, ich glaube, ich bin jetzt aus Versehen auf das falsche Ding gegangen, auf die falsche Quest. Ich will nur mal kurz anmerken, normalerweise bin ich nicht so ein Arsch, aber ich wollte jetzt einfach ausprobieren, was passiert. Und es war's wert. Ah, der Dings, der Wesemir, was tut er denn? Interessant. Keine Angst vor Silber. Na, Wesi, heute Rindsrouladen, was treibst du denn alles? Da ist er. Können wir reden? Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Er wird jetzt garantiert eine klare Antwort geben. Wie kann ich dir helfen? Existieren universelle als reale individuelle Wesen? Gute Frage. Kann man garantiert beantworten. Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Gerade wollte ich sagen, das war wahrscheinlich auch meine Antwort. Okay, packen wir's wieder. Wiedersehen. Gehen wir mal zu Yen. Ich hatte ja irgendwie schon fast gehofft, dass man Yen wirklich so weit treiben kann, dass man eine Art Bosskampf gegen sie kriegt. Dass man sie erst besiegen muss und dass sie dann erst wieder mit dir redet. Mal kurz. Mein Öhrchen juckt. Das Öhrchen. Dann gehen wir mal wieder auf. Auf dass sie uns nochmal weg teleportieren möge. Schatzi, ich bin wieder da. Und jetzt gibt's aufs Maul. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Dieses Ziel hat mich gerade in einen Fluss teleportiert. Ich kann mit diesem Ziel machen, was ich will. Das ist doch ein Beet, was hast du denn? Ist zwar nicht mehr die schönste, aber... Wäre lustig, wenn man irgendwo aus dem Fenster schauen darf und unten das Bett flacken sehen darf. Jennifer, ich bin... Geralt, willst du was sagen? Ja, ich würde ja noch aufs Maul hauen.
tut mir leid. Ja, genau, sonst noch was. Was für ein Blick. Die Aussicht von dort war spektakulär. Vielleicht hätte ich dich 2 Meilen höher teleportieren sollen. Atemberaubend, die Aussicht. Zum Sterben schön. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Na gut, ich rede mit Ihnen. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Oh oh. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Erstmal mit wem? Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Erstens, hör auf zu schmollen. Zweitens, nein, es ist nicht geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Ich finde das einfach so geil. Danke für deine Erlaubnis. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Oh Gott. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Erspar mir bitte deinen halbstarken... Oh Mann. Gott, ist das blöd. Questgegenstände, du hast einen Questgegenstand erhalten. Bereithin, ja, ich weiß, wie das geht. Danke. Okay, und was? Was genau soll ich jetzt mit dem blöden Ding da? Rumlaufen und... Das ist wahrscheinlich dieses piepsende Gerät, das der Wese mir vorher nicht machen wollte. Und ich fange an zu glauben, dass er einen guten Grund dafür hatte. Oh Gott. Was passiert, wenn ich nur mit ihr rede? Geralt? Okay, kann man nur über die Vergangenheit reden. Okay. Danke, Jen. Bis dann. Danke, Jen. Bis dann. Jetzt ist Hier auf einmal... nichts. Ja, habe ich schon festgestellt. Dann gehen wir mal wieder runter. Vielleicht finden wir unten was. Das ist ja wie ein Frosch im Haus. Quack, quack, quack. Hier ist nichts. Dann halt nicht. How about fuck you? Ja, ein bisschen schneller machen, da. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Guck mal das Ding raus. Hier ist nichts. Gehen wir mal da runter. Was genau soll ich jetzt eigentlich suchen? Ist das da unten? Geht's da zum Verlies runter, oder was? Wahrscheinlich. Weil sie die ganze Zeit rumrennen mit dem blöden Ding und das suchen, oder wie? Mein Gott, warum sind die Yennefer-Quests alle so nervig? Geht's jetzt da... Wo ging sie da raus? Da ist die Tür. Hier ist nichts. Gut, dann drehen wir es halt wieder weg. Ah. Hier ist nichts. Aber es fängt zum Piepsen an. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Du bist der Lambert, um den kümmere ich mich gleich. Hä? Jetzt ist es wieder... Oh Gott. Hat
Hat Jennifer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft. Schon wärmer, wärmer, heiß. Ja, da ist es der Uma. Heiß. Reden wir nochmal mit dem Uma. Bist du die magische Dings? Können wir reden? Nein. Das bringt mir nix. Wiedersehen. Ein Käfig vielleicht? Benutzt. Zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Ja, ich stehe jetzt im Käfig. Hier kommt mal mein schönes Gesicht. Hallo, ich bin's, der Geralt. Sie zum Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. Vielleicht da lang? Ja, jetzt wird's wieder... Das ist weg. Na toll, was soll denn das sein? Oder muss ich da irgendwie aussehen? Ist das vielleicht unterirdisch irgendwo? Vielleicht ist das irgendwo unterirdisch. Gefällt dir das? Wieder obi. Nicht wahr? Geht's da irgendwo obi? Interessant. Hat die Festung so eine Art Keller, dass man unten rein muss? Hier ist nichts. Gehen wir mal da rein. Abgeschlossen. Wieso hab ich bin ja wahrscheinlich so der zweitoberste Hexer da in der Festung. Und wieso hab ich da keinen Schlüssel? Dann geht's zum Wesemir rein und sagt, du brauchst einen Schlüssel. Fix, einmal ein bisschen Blümchen pflücken. Noch nebenbei, da haben wir einen Brunnen. Lass mich raten. Natürlich ist es abgeschlossen. Okay, also vielleicht dann heraus komme ich nicht in den Keller runter. Oder ist es vielleicht oben? Schaut mal noch mal das Ding ein. Hier ist nichts. Oh, ich habe ein Signal. Ja, ich habe... Das Signal wird stärker. Ist das oben? Vielleicht muss ich hinauf nochmal. Kann nicht mehr weit sein. Schalten wir mal die Hexersinne dazu. Vielleicht in die Fassel drin. Nein, ich will nicht mit dem Uma reden! Können wir reden? Nein! Fix. Wiedersehen. Es ist irgendwo da, aber... Wärmer, wärmer, heiß, ja, heiß! Fix, das bringt mir einen Scheiß. Ah, da gibt's Schwerter. Kann man ein Schwert mitnehmen? Nein, kann man nicht, aber da... Gefällt dir das? Gehen wir mal hinauf. Da geht's irgendwo hinauf. Schauen wir, vielleicht ist es irgendwo da oben. Interessant. Hat keine Angst. Hoppala, nein. Das. Jetzt! Nimm halt das! Achso, falsch. Man sollte. Nicht mehr weit sein. Man sollte natürlich ja die richtige Tasten benutzen, gell? Gehen wir mal hinauf. Das Signal wird stärker. Nein, wird es nicht. Ah, guck mal zum Fenster nachschauen. Oi, da schaut das geil aus. Gebt euch mal das. Oi, da. Ja, kannst du sagen, was du willst. Das ist wirklich eine richtig geile Welt. Okay, gehen wir mal noch eins weiter auf. Oh, ich habe ein Signal. Scheiße, das Signal ist weg. Hier ist nichts. Deine Kommentare helfen mir auch nicht viel weiter. Ah, kann ich da was nehmen? Na, kann ich es runterschubsen? Tatsächlich. Da ist nixen. Ah, hockt wir uns ein bisschen an die Wanne, oder? Also wenn das Badewasser da drin ist, seit ich das Intro gespielt habe, ist es schon sehr lang drin.
Weil ich glaube, da, das ist das Zimmer, wo das Spiel quasi angefangen hat. Gibt's da nicht sowas wie einen Keller? Ich schätze mal, sowas ist gerne mal unterirdisch. Jetzt da unten wird es doch irgendwo einen Keller geben oder sowas. Verlies, Folterkammer, was der Geier. Auf dem Käfig stehen da umeinander. Geht's da oben? Nein. Nein. Ich nehme mal. Fackel. Interessant. Keine Angst vor Silber. Wie oft willst du jetzt diese Feststellung eigentlich noch machen? Da muss irgendwo einen Keller geben. Da geht's zu Jen auf. Da wo ich jetzt gewesen hier. Jetzt muss ich da so einen geschissenen Höhleneingang oder so finden. Ach, was los? Weißt du, was ich euch sag? Die Stunde ist eh gerade rum, Sigi. Wir deren einmal sauber abspeichern. Das war der. Okay. Einmal sauber abspeichern. Genau. Gut, morgen wird es dann wieder mit Jedi Fallen Order weitergehen. Da schauen wir dann weiter, was so auf Kashyyyk alles abgeht. Und, also eigentlich wissen wir es ja, aber was der Inquisitor Kerl so alles in Kashyyyk macht. Genau, übermorgen geht es dann an der Stelle wieder weiter. Wir werden wieder sauber beenden, dass wir da einen sauberen Abschluss kriegen. Gut. Dann, da die Song, wünsche ich wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus.